Herzlich willkommen mit den Klängen von Mass Effect zu einer kleinen Sendeplanänderung ab dem 8. Juni. Fallout 4 macht den Anfang. Wenn die Abstimmung so weitergeht, werdet ihr am Dienstag, dem 9. Juni, dann mit Fallout 2 begrüßt. Und das wird dann jeweils um 17 Uhr stattfinden, täglich. Fallout 4, Fallout 2, Fallout 4, Fallout 2, Fallout 4, Fallout 2. Genau, immer abwechselnd, dass ein schöner Rhythmus drinnen ist und dass jeder zum Nachschauen kommt. Deswegen tue ich das auch. Mitte Juli bis in die erste Augustwoche hinein bin ich in Urlaub. Voraussichtlich einmal schauen, wie es sich ergeben wird. Ich bin auf jeden Fall nicht da. Da werde ich dann auch die Frequenz noch weiter runterschrauben. Ein Video und innerhalb von 2 Tagen. Also da wird immer in 2 Tagesabständen ein Video erscheinen. Was genau kommt, weiß ich nicht. Ich habe einiges auf Lager. Ich werde ein bisschen was schön reinstreuen, von überall, wo ich was habe. Momentan, wo ich noch was offen habe, wo ich schon ein bisschen was vorgerendert habe. Und viele Dinge werden dann auch abrupt enden. PES wird natürlich weitergehen. Der Entdeckungsmodus wird weitergehen. Brauchst da keine Sorgen machen. Und noch irgendwas wird weitergehen. Was habe ich denn da noch? Fallout 4 Spezial, die Baustelle auf Spectacle Island. Das geht auch weiter. Brauchst du keine Sorgen machen. Das sind die Dinge, die weitergehen werden. Aber aus mangelnder Lust meinerseits habe ich es derzeit ad acta gelegt. Ich habe jetzt zwar noch vor über ein paar Episoden beiseite liegend, aber das sind Projekte, die brauchst du nicht unbedingt schnell sagen, die kannst du zwischendurch einmal einschmeißen, eben weil sie relativ storylos sind. Gut, wo fangen wir noch an? Im August wird Serious Sam 4 erscheinen. Ich werde was aufnehmen dazu, werde es aber erst weit später bringen. Kommen wir nun zu dem Thema, was mich derzeit am meisten beschäftigt in puncto Videospielen, auch wenn sich das etwas abgedroschen anhört. Wenn der Release wirklich im September stattfindet. Ich persönlich habe mich jetzt ein bisschen hingesetzt, zeitweise mal reingeschaut in die Cyberpunk-Lore und in die Fraktionen, die es dort gibt, habe mir da ein bisschen durchgelesen. Ich möchte versuchen, 14 Tage bis 3 Wochen nach Release dann mit dem Spiel zu beginnen, es auf YouTube zu zeigen. Ich werde was Eigenes versuchen, möchte da ganz was Eigenes aufbauen. Mal schauen, inwieweit das funktioniert. Es müsste eigentlich funktionieren, da du dir selber einen Charakter zusammenbauen kannst. Das sollte eigentlich alles kein Problem darstellen, soweit. Ich hoffe, es funktioniert und dass ich euch da ein bisschen was Eigenes sagen kann. Meine Voraussicht auf Cyberpunk auf YouTube. Es wird die YouTuber geben, die Hauptstory vollends durchlaufen. Also die wirklich nur die Hauptgeschichte durchlaufen, bis sie am Ende sind und fertig. Und dann wird es die Fraktion geben, zu der ich gehören werde, die sie Zeit lassen. Und ich werde mir Zeit nehmen und werde dieses Spiel auskosten. Ich möchte auf die Größe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich auf die Größe hinkomme. Aber ich werde es ausreizen, was nur geht, eben durch das, dass ich mir was Eigenes einfallen lassen will. Eine eigene Geschichte dazu bauen. Fallout 4 hat mir eine gute Vorlage mit dem Raider gegeben. Und vielleicht funktioniert da sowas Ähnliches in Cyberpunk auch. Und genau deswegen, mein Hirn ist derzeit schon weit weg. Weit in der Zukunft. Und das möchte ich dann auch genießen mit euch.
zu guter Letzt habe ich was vergessen, was ich im Urlaub dann im Juli mit einstreuen werde in das Ganze, ist der erste Teil von Mass Effect. Yep. Ich möchte diesen dann so schnell wie möglich beenden, schnell wie möglich, in aller Gemütlichkeit. Es wird keinen Stress haben wegen am Anschauen und ich keinen Stress, weil ich viel offen habe. Ich habe so schon genug Projekte geplant und ich möchte es alles durchnehmen und möchte mir da meine eigene Zeit lassen und nehmen. Ich habe schon einige YouTube-Kanäle mittlerweile verfolgt, die dann Infovideos ausgekaut haben, aus den Gründen, ja, sie haben derzeit einfach kein Interesse mehr, sie sind burnoutet und was weiß der Kuckuck, Herren ist das zu viel, sie hucken nur mehr daheim, etc. etc. Und genau in dieses Schema will ich nicht reinfallen. Und da werde ich mir dann auch die Zeit nehmen. Ist so, ja. Gut, wenn ich auf die Aufnahmezeit schaue, wir sind jetzt dabei knapp 6 Minuten. Das muss fürs Erste reichen. Wir hören und sehen uns dann wieder. Entweder in einem Kommentar und nach dem Urlaub im September, Oktober herum werden wir dann mit Premieren und Livestreams anfangen auf YouTube. Und die Premieren werden dann so eingesetzt, dass, wenn es ist, 2 bis 3 Tage im Vorhinein, dass ihr dann mit mir in der Zeit, wo was läuft im Hintergrund, auch Livestreamen, wo ihr auch mit mir schreiben könnt. Gell? Bis zum nächsten Mal und wir hören und sehen uns dann, wie du willst oder wie du Lust hast und Zeit hast. Bis zum nächsten Mal.